Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite. Seebestattung Episode 2 auf Pelzig. Das hat schon mal ziemlich gruselig angefangen, indem ich jetzt als erstes dieses Big Daddy Geräusch gehört habe. Okay, das sind ein paar Goodies für uns. Ja, an diese Rapture-Tanzmusik dazu, diese 50s Mucke. Lockpick, Thermosflasche. Okay. Service Bay, ja. Ich liebe hier so Fussellicht. Boah, mit diesem Big Daddy Geräusch im Hintergrund noch. Njam, njam, njam. Da liegt noch einer, der hatte 2$ Uhr. Ja, ganz edles Stück. Bestimmt der Rolex. 5$ Halsband. Bisschen Eve. Ja, der springt nämlich auf mit dem Messer im Ranzer. Garantiert nicht. Okay. Gut, da ist nichts mehr. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sich die Seebestattung 2 hier nochmal zu so einem Horror-Spiel entwickelt. Okay, hier haben wir wirklich nichts mehr. Pearly Gates. Keine Dechiffrierungssachen. Ah doch, hier kann man doch irgendwo einen Knopf drücken. Ja, okay, geht doch. Puh. Okay. Hier wird nochmal gespeichert. Okay, Freaks in der Nähe. Okay. Eine Tauchkugel. Ja, es hieß ja Tauchkugel Deluxe hier. Ursprünglich mal. Boah. Also so manchmal erinnert mich Bioshock mit seinem Survival-Horror-Element doch ein bisschen an Dead Space, muss ich sagen. Das war ja auch irgendwann mal ein geiles Let's Play. Also irgendwann vielleicht mal wirklich die Dead Space-Reihe als Let's Play. Das wäre bestimmt auch geil. Warte mal, da ist noch was, ja. Ah ja, hätte ich hier noch 2 Lockpicks verpasst. Ich heudoi. Gut, gut. So. Tenue sagt immer, statt heudoi zum Beispiel, sagt die dann Dulli. Dulli finde ich auch ein geiles Wort. Kenne ich aber nicht aus dem Pelziger, um ganz ehrlich zu sein. Falls sie sieht, beziehungsweise Tenue, falls du das siehst, wäre mal ganz nett, wenn du mal Dulli erklärst, ob das eher so ein hochdeutscher Begriff ist oder ob das bei dir in deiner Gegend in der Palz so ein spezieller Ausdruck ist. Bei uns ist es dann für so ein Knallkopf und so ist es dann Heudoi als Bezeichnung. Tot. Ich. Und du bist die Nächste. Siehst mich aber nicht, ne? Gretel hinter der Heck. So. Dich kriege ich aber auch noch, oder? Scharfschützenpower aktivieren. Sehr schön. 3 Knetköpfe auf einen Streich, aber die Munition ist weg. Okay, gucken wir doch mal. Op, 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 op. Das habe ich gehört. So, sehr schön. Das hat noch funktioniert. Dann können wir nämlich gleich mal nachladen. Wahaha. Und dann kann ich mal gucken. Ja, das sind die 2 Kadaver. Die haben noch die... Zumindest Annie hat noch den Pfeil drin im Bobbes. Upsala. Puh. Das wäre noch schier schief gegangen. Der hat noch ein wenig $. Uhr. Gott, der hat noch den Armbrustpfeil drin. Sehr, sehr schön. Läuft ja relativ gut. In letzter Zeit, da habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt. Ja, die Auszeit kann man sich mal gönnen, wenn man hier so viel macht und wenn man so Workaholic ist hier so als Pleißer mit dem ganzen Pleißer-Kram, den man so macht. Da kann man sich mal so Auszeit gönnen. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass ihr Jungs zur Wirtschaft gehört, so wie ihr euch so anstellt. Werkzeugkasten. Okay. Ah ja, okay, da muss ich einen Zahlecode eingeben. Ganz offensichtlich. Aber den habe ich auch noch nicht. Ebenfalls ganz offensichtlich. Ja, ich weiß, falls ihr es im Hintergrund hört, es klingelt zwar, aber da ist erstmal jemand anderes, der tragen kann. So. Und dann muss ich das mal nicht cutten.
So, ganz leise. Ah, Lockpick und ein Audiotagebuch von Sal Ryans Minenfeld Cantone. ist geschickt gelegt, das muss ich ihm lassen. Aber welches Sicherheitssystem hat nicht ein oder zwei Löcher? In Fort Frolic hätte ich schlechte Karten. Wenn ich auch nur nach links zucke, wo ich nach rechts muss, dann bleibt von mir nicht mal Fischfutter übrig. Reizend. So, ganz leise. Erst ein Gesetz gegen Bestechung? Und Erste-Hilfe-Kaste. Ah, die Erste-Hilfe-Kaste, die graden mich ab. Sehr schön. Funkgerät, wieder was Optionales. Was wieder ein bisschen ihr Gedankewelt durcheinander bringt. So, ja, du bist in einer Schaffenspause. Das kann man sich wirklich leisten dann. Hier immer nichts zum Abgreifen. Da unten ist noch irgend so ein Hansel und da sind mehrere Geräte. Okay. Da brauchen wir 3 Picks. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Little Pig, let me in. Radio Rapture. Musik für das verwöhnte Ohr. Ich hab was gehört. So. Puh, das ging noch leiser. Noch eine Erste-Hilfe-Kaste. Ersetzt die Infusionen hier. Elizabeth wurde vom Maestro selbst, von Sander Cohen unter Tausenden ausgewählt. Oho. Wenn Sander ein Vögelchen entdeckt, dann kann man ganz sicher sein, dass es lieblich zwitschert. Oh Gott, ich kann darauf verzichten, von Sander Cohen hier auserwählt zu sein. Belong to me. Oh Gott. You belong to me, na klasse. Was haben wir hier? Spanner, Sicht-Upgrade. Kein I-Verbrauch für Blick durch Wände, solange der Spieler stillsteht. Cool. Kann man immer gleich ausprobieren, ob das tatsächlich hält, was es verspricht. Ups. Ja, tatsächlich, keinerlei I-Verbrauch. Ah, okay. Dann mag ich mich erstmal hier nochmal umgucken. Reisetasche. Haben wir noch einen kühlen Dollar. Okay, hier kommen wir sowieso nirgendwo weiter. Dann müssen wir hier durchkriechen. Okay, probieren wir es doch mal ohne Lockpick eventuell. Mit viel Glück geht das Ganze hier ohne, in dem Bereich ohne Lockpick verwendet zu müssen. Okay. Ah ja, okay. Da hätten wir auch noch durchkommen können. Interessant. Okay, da kann ich mich dann auch nochmal im Schleichmodus bewegen. Hier kann ich sowohl offen gehen als auch schleichend. Okay. Jede Menge Maschine hier in dem Gebiet. Okay. Nee, aber ich komme hier nicht rein. Oder beziehungsweise ich komme hier nicht durch. Da muss ich wirklich knacken. Geräusche bin ich nicht gewohnt. Ja, ja, ich glaube, du bist noch ganz anderes nicht gewohnt. Zum Beispiel Dusche und so. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war Alarm. Ah, okay, das war einfach so geöffnet. Okay. Du weißt genau, wo ich bin. Das wüsste ich mal ganz gern. Ja, nett. Okay. Ah ja, genau, das war die Munition, die wir nicht aufnehmen konnten. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Der Typ ist in Alarmbereitschaft und hier sind noch ein paar Bots. Zwecklos. Du hast gesagt, bloße Zeitverschwendung. Ah, okay. Der Typ ist gerade Stockwerk über uns. Ein Audiotagebuch von Andrew Ryan. Natürlich, die Gebäude werden an der Oberfläche gefertigt, aber wir lassen sie auf einem Ring hinab, der mit dem Stahlrahmen verbunden ist. So viel Stahl. Wie soll man solch riesige Einkäufe vor der Regierung geheim halten? Fragt sich jetzt wohl so mancher. Wasser ist flexibel. Wir werden Rapture nicht in Stahl kleiden, sondern in Aluminium. Diese Schakale von der Regierung glauben dann vielleicht, dass ich eine Luftflotte aufbaue. Aber eine Stadt? Niemals. Ha. Okay. Ah, da ist ein Liebender noch. Ort der ausländischen Forscherschlampe unbekannt. Ryan hält sie für tot, aber wir vermuten, sie ist mit den Little Sisters abgetaucht. Unsere Chancen, an das Ast zu kommen, schwinden. Okay, 3 von 4 habe ich. Ich hoffe, hier in dem Gebiet finden wir noch ein bisschen mehr. Und ein Lockpick kann ich immer gut gebrauchen. Okay. Das Ding hört jetzt auf für uns zu arbeiten.
So, ich brauche euch ganz kurz. Deswegen, da muss ich dran kommen, damit ich mal Infusion kriege. Oh, ich kann immer nur eins aufrechterhalten. Schade. Ah, die kann ich von hinten sozusagen knacken, die Dinger. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich mag es einfach mal ausprobieren, was man das bringt. So. Ah, so kann ich die... So kann ich die dann gänzlich ausschalten. Okay. Gut. Okay, war ja nur mal ein Versuch. Um sich das Ganze mal anzugucken. So, so. Cracker. Jetzt kommst du raus. Okay, der andere hat mich noch nicht entdeckt. Und. Ich probiere es jetzt mal so. Oh Gott, was da Geräusche. So. Bisschen Eve wäre nicht schlecht. Ah, da ist ja schon welches. Sehr schön, danke. Ah, so komme ich nämlich an dem Ding vorbei. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ach, das sehen wir dann, wer mit wem wann fertig ist. Ah nee, okay, das war nur das. Okay. Na gut, dann wieder raus. Ich hab gesehen, wo du hin bist. So, so. Ah, ja, okay. Tschüssili. Der war, glaube ich, der letzte hier. Okay. Gut, dann können wir auch wieder relativ offen rumlaufen. 5 Picks. Na klasse. Die habe ich da ohne leider verschwendet. Okay. Okay. Hier muss es ja noch, genau, irgendwo muss es ja noch Lockpicks geben. So. Was da hinten wird uns doch irgendwas blau gezeigt. Dann muss ich da irgendwo noch was abgreifen können in der Gegend. So, hier nochmal. Genau, da ist Eve. Und okay, den Zahlecode kriegen wir auch nicht raus. Große Flasche Eve. Ah, Mikrowelle. Sehr schön. Sehr schön. Die kennen wir ja auch noch aus Episode 1, die Mikrowelle. Trotz allem würde ich Mikrowelle ungern aufgeben. Zugunsten von der Armbrust. Deswegen bleibt Armbrust Erhalter. Okay. Ah, Zirkus der Werte. Sehr schön. Ah, da kann ich ja noch die fehlende Lockpicks kaufen. Gut. Ja. Da haben wir den Code nach wie vor nicht. Eventuell findet sich der im Tresor. Schauen wir doch mal. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und sehr schön. Ein Perfekt. Geschütz-Upgrade. Trophäe erhalten in Kupfer. Etwas Lärm machen. Beherrschung. Geschütz-Upgrade. Ermöglicht es, Geschütze dauerhaft zu beherrschen. Ja, das ist praktisch. Das ist in der Tat praktisch. Federchen Frostplasmid haben wir allerdings noch nicht, wofür ich eigentlich schon ein Upgrade parat hätte. Und uns fehlt noch ein Zahlecode. Der ist aber nirgendwo dran geschmiert. Jetzt mal ausprobieren einfach, aber nee. Ohne Code zu kennen ist das sinnfrei. Ich gucke gerade mal in unsere Audiotagebuchaufzeichnungen, ob Andrew Ryan möglicherweise irgendwas... Natürlich, die Gebäude werden an der Oberfläche gefertigt. Ryan. Ups. Verehrte Dame, Hier nochmal. Natürlich, die Gebäude werden an der Oberfläche gefertigt, aber wir lassen sie auf einem Ring hinab, der mit dem Stahlrahmen verbunden ist. So viel Stahl. Wie soll man solch riesige Einkäufe vor der Regierung geheim hier ist halten? nix Fragt sich jetzt wohl mit so Hinweis. mancher. Wasser ist flexibel. Hier ist auch nix. Wir werden Rapture nicht in Stahl kleiden, sondern in Aluminium. Diese Wo krieg ich denn diesen Schakale Code von her? der Regierung glauben dann vielleicht, dass ich eine Luftflotte aufbaue. Aber eine Stadt? Niemals. Ich freue mich echt, wo ich hier den Code herkriegen kann. Da ohne war ja auch noch einer. Ja, scheiß drauf. Bimmel du ruhig. Mittlerweile ist es eh egal. So. Irgendwo muss es ja einen Code geben.
Damit wir hier durchkommen. Wobei der Code eigentlich Unsinn ist, weil es wird wahrscheinlich er und dieselbe der sei. Trotzdem. Ich komme mir immer so vor, als hätte ich nicht alles richtig gemacht. Das sind mehrere Frachthoker. Das sind die Maschine, die Lüftungsschächte. Nix sonst. 7, 8. Nee, sinnfrei. Außerdem habe ich jetzt hier auch schon meine Notiz gefunden, die ich finden wollte. Annie fehlt uns noch. So, hopp. Du komme ich nicht hier damit. Du auch nicht. Du komme ich auch nicht hier, aber du. Gut, dann würde ich sagen, adios, amigos. Das Gebiet ist soweit untersucht und fertig. Schade, dass ich jetzt den Code nicht rauskriegt habe, aber so ist es halt. Na? Hier finden sich leider auch keine Hinweise. Was, war doch Nico-Time? Ja. Okay, das ist anscheinend die Zigarette-Werbung hier. Und da kommen wir auch nicht rein, ne? In die Dinger. Nö. Okay, dann ist das halt so. Dann gehen wir mit dem Aufzug wieder runter. Und dann muss ich noch Federchen Frostplasmid, die auch aufhalten und noch dem letzten Chiffre. Vorsichtshalber nochmal gucken. Nicht, dass ich hier irgendwelche Splicer nochmal abschliche hin, aber das sieht nicht so aus. Genau, da waren wir schon drin. Dann war noch dieses Versteck von Atlas Lloyds. Wo auch immer die sind. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal genau um. Okay, Daddy ist... Keine Ahnung, wo der gerade unterwegs ist. Aber Splicer haben wir hier keine mehr. Die uns nerven könnten. Da ist noch ein Luftschacht. Ansonsten... Nee, sieht das soweit okay aus. Da unten war noch was. Moment. Ah ne, das war nur ein Luftschacht. Okay, die Suppeküche haben wir schon abgestaubt. Da waren wir schon. Was ist das? Auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ah ne, von da kam wir ursprünglich her. Genau, das war der Weg in das Gebiet rein. Dann ist hier noch Testra. Ah, da ist noch ein Zirkus der Werte. Okay, gut zu wissen. Okay, hier wird Federchen Frost angepriesen. Dann könnte man möglicherweise hier Glück haben und das Plasmid irgendwo finden hier. Stimmt, da war Atlas. Lassen die uns mittlerweile rein? Nö. Okay, stimmt, da waren wir auch schon. Aber anscheinend finden wir hier auch kein Federchen Frostplasmid. Nee. Nee, hier wären wir nicht fündig, was Federchen Frost angeht. Schade. Hätte ja sein können, dass ich das hier finde. Aber die Werbemusik zu Bucking Bronco finde ich weitaus cooler als zu Old Man Winter bzw. Federchen Frost. Okay, ich will jetzt noch mal ganz sicher gehen, dass ich hier alles absuche bzw. abgesucht habe. Okay. In der Suppeküche war mal, wie gesagt. Da war mal 8. Hier haben wir nix. Irgendwo muss auch noch so ein Chiffre sein. Service Bay, da war mal gerade Eva. Ups. Da ist die Lounge. Ich lass dich in Ruhe, wenn du mich in Ruhe lässt. In der Lounge war mal 8 drin. Aber es lässt mal Ruhe. Ich glaube echt, irgendwo in der Lounge habe ich wahrscheinlich übersehen, dass so ein Dechiffrierungsgedönserich noch da ist. Deswegen mag ich mich da nochmal genau umgucken. So, Maschine. Sonst nix. Da haben wir aufgemacht. Ja. Da ist das Ding. Warte mal. So, jetzt gehört uns das Ding dauerhaft. So. Genau, da war ein Zirkus der Werte.
Hier ist aber nirgendwo so ein Telegraph. Elizabeth, dieses Plakat. Cohen's New Songbird. Huch. Ich war mal 2 Monate seine Schülerin, um seinen Schmugglerring auszuspionieren. Schrecklicher Kerl. Warum hast du Comstock nicht einfach getötet und fertig? Comstock musste erfahren, warum er es verdient hatte. Hatte er es verdient? Wir haben es wohl alle verdient. Auf die eine oder andere Art. Bäh. Ekliges Ding, du. Bäh. Okay. Gut, dann habe ich hier anscheinend auch keinen Telegraph verpennt. Irgendwo ist aber noch so ein Dechiffrierungscode. Irgendwo ist einer noch übrig. So. Anscheinend aber nicht hier in der Lounge. Hier habe ich wohl tatsächlich mal ausnahmsweise alles richtig gemacht. Und dann wieder zurück. Wundert mich, dass es da immer ein bisschen laggt, das Ganze. So. Ja, von 1959 bin ich definitiv bereit. Test Drive, waren wir da schon? Bin mir nicht so sicher, ob wir schon in Test Drive waren. Wir probieren es mal aus. Hopp. Ja, natürlich. Natürlich waren wir da schon. Okay, dann noch einmal. Eine Etage höher. Tja, ich würde sagen, ich habe soweit alles hier durchforstet, was durchforstet zu durchforsten ist. Und die doch glatt Sache. Uiuiuiui, ich renne dem Big Daddy am besten nicht vor die Fies. Ich glaube, das wäre wirklich das Geschickteste. Und mach dann in der Hauptstory wieder weiter. Wenn ich jetzt nicht alles gefunden habe, tut's mal leid. Aber... Huch, wo will dann der mich jetzt hier lotsen? Hä? Ja, wo grad Sarah. So, wo war dann... Doof, will er mich die ganze Zeit reinschieße. Pff, was geht denn da ab? Naja. Das war das, genau. Dann bin ich da den Weg entlang gewatschelt und ich glaube, da war irgendwo so ein... Genau, hier. Nur für Angestellte. Okay, da würde ich sagen, ich mache da drin dann meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 2 auf Pelzig, wo ich dann hier durch die Schächte kraxle werde. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.